herzlich willkommen im ICF YouTube Livestream. Wir freuen uns so sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön bist du dabei und ich hoffe, dass du auch einen wunderbaren Tag hast gehabt bis jetzt und es noch eine bessere 2 Stunden vor dir darfst haben. Wir wollen natürlich auch dir die Möglichkeit geben, dass du dich connecten kannst. Also wenn du gerade neu eingeschaltet hast oder schon ein paar Mal eingeschaltet hast, dann darfst du dich auf dem Link icf.ch/connect, dort kannst du deine Fragen uns schicken. Du darfst natürlich auch, wenn du willst, eine Small Group finden, wissen, wie dass du kannst ein Teil von dieser Kirche werden, darfst du dich dort melden und wir haben Leute hinten dran, die dir werden helfen. Dann auch ein anderes Angebot, das wir haben und das wir dir gerne näher bringen, und zwar ist icf.ch/gebet. Also wenn du Gebet suchst, wenn du jemanden willst, der für dich betet, für deine Anliegen betet, dann haben wir ein ganzes Team da, das ready ist, das sich freut, deine Gebetsanliegen vor Gott zu bringen und für dich im Gebet einsteht. Das ist wie, wenn ein Kollege für dich einfach mitbetet und auch eben zu Gott geht und diese Probleme anbringt. Jetzt habe ich jemanden ganz spannend heute kennengelernt, und zwar den Jason. Der Jason ist hier mit mir im Livestream-Studio. Hallo Jason, schön bist du dabei. Grüezi, danke, dass ich dabei sein darf. Hey, das ist so cool. Ich habe vorhin mit ihm angefangen zu reden. Er ist ins Studio gekommen am Nachmittag und hat gerade schon angefangen mit voller Leidenschaft von Jesus zu erzählen. Und du bist aus dem Youth Planet, richtig? Ja. Erzähl uns doch mal, was du so gerade in den letzten Wochen schon alles erlebt hast. Also, ich weiss, du hast ganz viele Sachen erlebt, aber erzähl doch mal einfach eine Story, die du erlebt hast. Also ich war da im Youth Planet, schon ein bisschen früher mit einem Kollegen, und dann haben wir halt so über einen Kollegen geredet, der momentan kleine Schwierigkeiten ist, weil er wird momentan angegriffen und ja. Und dann haben wir gedacht, ja komm, ich gehe in den Galaxy-Raum, nehme einen Stift, ein Blatt und schreibe mal etwas auf, was mir Jesus gerade im Kopf gibt. Und dann habe ich die Tür probiert aufzumachen, es ist nicht aufgegangen. Dann habe ich meinem Kollegen gesagt, aber ich hatte es im Kopf gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, mit Jesus schaffen wir das schon. Und dann hat er die Türklinke runtergemacht und es ist aufgegangen und wir konnten reingehen. Und das war schon klasse. Du hast mir dann auch erzählt, was hast du in der Bibel gehabt, weißt, welcher Satz war da drin? Also vorher habe ich gerade die Bibel gelesen und es ist drin gestanden, wenn man Gott darum bittet, so bekommt man eigentlich alles. Und das habe ich dann auch gemacht. Also jetzt gemacht. Jetzt gemacht, so cool. Jason, was sind so Sachen, gerade letzte Woche haben wir die Predigt gehabt, mit den Schuhen abziehen, und du hast dort auch gerade persönlich erzählt, das hast du gerade gemacht, und du hast ein besonderes Paar Schuhe in deinem Leben abgezogen. Welches waren das für Schuhe? Also auf jeden Fall den Stolz habe ich hinter mir gelassen, meine alten Kollegen, aber ich habe dafür Brüder und Schwestern bekommen und ja, halt eigentlich alles hinter mir lassen, was schlecht war, und seine Schuhe angezogen. Mega cool. Ey, es inspiriert mich mega, mit dir zu reden, weil du jedes Mal, wenn ich irgendwie eben die weiteren Fragen, kommen ganz neue Sachen auf. Noch ein Erlebnis, das ich auch gerade gerne würde, wo du erzählt hast, eben, sind auch eben die Anfechtungen gewesen, weißt, wo Sachen, aber du gehst Vollgas und gleichzeitig kommt mega Widerstand. Wie erlebst du das so im Moment? Momentan ist es bei mir schon extrem, weil ich merke halt, wie der Teufel das verhindern will. Beispielsweise ein Kollege hat mir gesagt, wenn du die Bibel liest, weiss ich nicht, was mit dir passieren wird. Und dann, wir haben da beide etwas gespürt und nachher fange ich an, die Bibel zu lesen und meine Mutter fängt mich im Alltag an anschreien. Und dann habe ich einfach angefangen, geistlich zu sehen, und habe in meinem Kopf gesagt, so, Beispiel am Teufel oder so, was probierst du? Ich kenne deine Tricks. Du kannst die nicht bei mir anwenden, weil ich sie kenne. Also wegen der Wahrheit halt. Und ja, weil der Heilige Geist hat mir halt so geholfen, die Wahrheit zu verstehen, und vor allem Jesus. Aber jetzt noch die allerletzte Frage. Wir haben noch 1 Minute Zeit. Aber wie würdest du es beschreiben für jemanden, der jetzt im Glauben frisch reinkommt? Ist es spannend? Ist es herausfordernd? Wie würdest du es beschreiben, als Christ sein, als Christ unterwegs sein? Also ich würde auf jeden Fall sagen, Christ sein und Jesus kennen ist so etwas anderes, weil viele gehen in die Kirche, aber kennen wie Jesus nicht. Aber wenn man Jesus kennt, dann ist es wie so, er hat dir wie einen Weg vorgelegt und du kannst den laufen, aber du kannst ihn auch nicht laufen. Und wenn du ihn laufst, merkst du einfach, dass dein Tagesablauf, dein Leben eigentlich komplett geplant ist. Und auch wenn du für ihn singst oder so, merkst du einfach seine Präsenz, dass es dich wie aufladet und also meistens mindestens ein paar Tage hebt. Und so cool. Danke vielmals, Jason, für die Antworten. Wir werden jetzt gerade aufschalten in die Pre-Show. Tschüss zusammen.
Ich komme aus Deutschland. Hey, mega schön bist du da, online und auch hier in der Samsung Hall. Und jetzt switche ich auf Hochdeutsch, damit ihr mich auch ernst nehmen könnt. Hey, mega schön, dass ihr da seid, trotz Maske. Ja, wir haben neue Maßnahmen. Ihr dürft Masken anziehen beim Rumlaufen, beim Worship. Dürft sie absetzen, sobald ihr euch hinsetzt. Das Ganze hat was Gutes, und zwar brauchen wir kein Contract Tracing mehr. Ihr müsst euch nicht mehr eintragen. Und ja, die Maske hat was Gutes, also zieht sie an. Ich habe zwei wunderbare Menschen hier, einmal den Hans-Peter und die Julia. Hans-Peter, du bist jetzt seit 1,5 Jahren circa im ICF. Und ja, du hast mir vorhin gesagt, dass du nicht so schnell Bekanntschaften gemacht hast, dich nicht so schnell integriert hast und eher gekommen bist und wieder gegangen bist. Jetzt hast du Explore gemacht. Hey, was ist Explore? Und ja, was macht man da? Also Explore, das sind 10 Übungen, die man miteinander verbringt. Und ich finde eigentlich, es ist so ein bisschen ein Abenteuer. Man geht da so ein bisschen rein und man schaut verschiedene Themen miteinander an. Das sind ganz alte Hasen, die da dabei sind, seit vielen Jahren und die sich neu herausfordern lassen. Das sind Leute, die neu beim Glauben dabei sind. Man profitiert voneinander und es hat eine coole Dynamik. Man lernt coole Leute kennen. Okay, mega cool. Julia, du hast es auch gemacht. Wie bist du zu Explore gekommen und wie lange bist du schon im ICF? Also ich bin vorher im ICF Chur und bin letztes Jahr auf Zürich gekommen und habe an einem Abend von der Sonja Gresinger von Explore erfahren und dachte, hey, das wäre genau das Richtige, um neue Leute kennenzulernen und einem Glauben vorwärts zu gehen, ja, Hunger zum mehr vertiefen und vielleicht auch in eine kleine Gruppe dazu zu stoßen. Okay, so schön. Du, Hans-Peter, warst Teilnehmer erst. Also du hast erst das als Teilnehmer mitgemacht, hast da gestartet und jetzt beginnst du was Neues, nämlich du übernimmst dort Leiterschaft. Wie ist das für dich? Ist das eine Herausforderung? Wie fühlst du dich damit? Also im Moment habe ich so das Gefühl, noch ein bisschen vor der Schuhnummer zu gross. Aber das ist eben auch gerade Explore, so können in das hineinwachsen, was Jesus für einen sieht. Und im ICF haben wir ja so mega coole Leiter, die uns da drinnen fördern und fordern, dass wir wirklich das hineinwachsen können, was Jesus vorbereitet hat für uns. So schön. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine neue Herausforderung. Aber ich glaube, dass, ja, wenn wir mit Gott laufen, ist keine Herausforderung zu groß. Und er stellt uns und er setzt uns richtig da an den Platz, wo er uns haben möchte. Hey, Julia, was hat dich an Explore am meisten fasziniert? Mega viel. Also einerseits, wir sind eine reine Frauengruppe gewesen, aber es gibt auch gemischte Gruppen und einfach jede Woche wieder ein Zeugnis zu erfahren von jedem Einzelnen und sich gegenseitig auch Mut dürfen zu machen, zum mutiger dürfen zu sein und vorwärts zu gehen und aber auch neue Schritte dürfen mitzukriegen, um im Glauben vorwärts zu gehen und natürlich auch neue Leute kennenzulernen. Hat das was verändert in deinem Leben? Ja, mega viel. Also es ist eben nur schon die Zeugnis ist einfach wow gewesen von jedem Einzelnen. Ja. Und ja, mega Glaube, schön. es ist immer etwas Gutes. Explore. Hey, wenn ich jetzt teilnehmen wollen würde an Explore, wie sieht es aus? Muss ich mich anmelden? Gibt es da irgendwelche Regeln? Kann ich da als Gruppe oder muss ich also als Einzelperson hin? Das ist jetzt eben gerade voll cool. Explore startet an dem Dienstag, der jetzt kommt. Da kann man als Gruppe kommen oder als Einzelne. Und man kann sich bis heute Abend um 12 Uhr noch anmelden. Also wenn ganz kurz Entschlossene da sind, die sagen, hey, da will ich mitmachen. Da aussen rechts, wo sonst Coming-Home-Gruppen ist, hat es ein paar Tablets, wo man sich gerade noch eintragen könnte heute Abend. Mega schön, danke. Hey, wo es auch Gemeinschaft gibt, ist bei der Ladies Night. Und da sagt jetzt Stefan was dazu. Vielen Dank, Michelle. Ich habe neben mir, ich darf so Schweizerdeutsch weiterfahren. Ich weiß gar nicht, warum ich es Hochdeutsch gemacht habe. Ich habe neben mir die Amina. Die Amina ist gerade frisch in 20s gewechselt. Du bist im Youth Planet unterwegs und du hast dort das Ladies Ministry mitgeleitet. Jetzt erzähl uns doch mal, was ist dein Herz für das Ladies Ministry? Warum bist du dort dabei gewesen?
Genau. Und zwar habe ich schon lange gebetet dafür, dass ich Freundinnen haben, die mich einfach herausfordern im Glauben, nachher zu Gott bringen und einfach, dass ich durch Höchst und Tiefs mit ihnen gehen. Und das habe ich erlebt in einem Ladies-Event, das wir hatten. Und darum ist mir das so wichtig gewesen. Ich habe mit meinen Schwestern und mit meiner Mami bin ich aufgewachsen und ich habe einfach gewünscht, dass andere Frauen auch erleben dürfen, was ich erlebt habe. Jetzt, wo du gerade erzählst von deiner Mami und von deiner Schwester, du hast ein spezielles Erlebnis gehabt mit deiner Mami, gerade um ein Ladies-Event herum. Erzähl uns doch dort noch ein bisschen mehr dazu. Genau, also es war wieder mal Ladies Night und ich habe dann gedacht, ja gut, es sind ja so viele Frauen dort, hey, wieso lade ich nicht meine Mami ein? Und dann habe ich meine Mami eingeladen und wir sind zusammen an die Ladies Night gegangen. Das war so cool, weil wir einfach... Es war einfach so ein spezielles Erlebnis, ein Mutter-Tochter-Erlebnis, das ich nicht mehr vergessen werde. Es ist nicht einfach, wir sind nicht käfeln oder sonst was oder wir haben das nicht einfach so gesehen, sondern wir sind zusammen in die Kirche, haben Gott angebetet und mit einfach ganz vielen anderen Frauen einfach Jesus gefeiert. Und das war für mich so schön, um meine Mami einfach mit dem dabei zu haben. Ja. Genau, du hast noch erzählt, wie das Moment ist unvergesslich war. Du hast wirklich diesen Moment als Mutter-Tochter mittragen und mithalten. Genau, ja. Jetzt, wir haben ein Ladies-Event, eine Ladies-Night, die jetzt am Mittwoch, am 9. oder am 10.? Am 9. Am 9. September. Das ist ein Mittwochabend, wo es hier wird stattfinden. Jetzt erzähl uns doch mal, warum sollten jetzt Frauen ganz speziell richtig gut zuhören und warum sollten sie sich diesen Abend frei behalten? Also Frauen, haltet euch den Abend frei. Es ist so eine coole Möglichkeit, einfach mit deinen Freundinnen, aber auch alleine einfach zu kommen, dass du Gott erlebst. Und es ist einfach so schön, egal ob du dich zu jung fühlst oder ob du das Gefühl hast, du bist zu alt, das bist du nicht. Du bist nämlich genau richtig und es ist so schön, einfach mit so vielen Frauen den Jesus zu feiern, uns ermutigen und beten miteinander. Und wenn du schon etwas vorhast an diesem Abend, dann nimm doch einfach gerade deine Freundin mit. Das Städtbacher hat offen vorher, dann könnt ihr dort essen. Dann müsst ihr euer Essen auch gar nicht verschieben. Darum kommt unbedingt. Und auch ihr Männer haben eine mega wichtige Rolle. Also wenn ihr irgendeine Schwester oder eine Mami sogar daheim habt oder die Frau, ladet sie doch einfach, tun sie doch schicken. Und es ist so ein cooles Erlebnis, weil ihr werdet sehen, einfach, was für Änderung wird passieren, weil es ist einfach so ein schöner Abend. Genau. Jetzt, ich habe jetzt keine Frau daheim, die ich anschicken kann, was ja auch völlig okay ist. Jetzt, aber du hast mir auch erzählt, warum das so wichtig ist, dass Männer auch, wie können Männer Teil sein von dieser Ladies Night? Also, dass sie jetzt auch alle Männer zulassen können. Es geht nicht nur um Frauen-Event und was Frauen hier machen, sondern da können wir auch einen rechten Beitrag geben. Erzählst du dort noch mehr dazu? Also es hat immer ein paar Männer dort, die Welcome machen, die vielleicht auch irgendwo hinten in der Technik versteckt sind, die wir gar nicht sehen. Und es ist einfach so schön, weil sie ehren uns mega damit, dass wir Frauen so einen Abend haben, wo wir einfach Gemeinschaft erleben können und einfach so einen schönen Abend haben. Und darum denke ich, sind ihr genau auch am richtigen Ort dort. Und danke auch, dass ihr euch dort reingebt. So cool. Also Frauen, schreibt euch das in den Kalender ein, den 9. September, Mittwochabend. Behaltet euch diesen Termin frei. Vielen Dank, Amina, für die Arbeit, die du machst, dass du uns auch motivierst in dem. Die Story die ist super. Und ich freue mich jetzt, dass wir zusammen Gott anbeten, worshipen. Und für das wird uns jetzt auch der Joel und der Nino in diese Celebration mitziehen. Yes, liebe Leute, ich habe euch den Mann hier mitgebracht, einen jungen Herr, den ihr vielleicht auch schon kennt, wenn ihr schon da sind. Vielleicht habt ihr gemerkt, in den letzten Wochen sind wir immer wieder sehr dynamisch hier in die Übung hineingestanden. Nino, wir haben ganz neue Musik, du gehst da jeweils ab. Was ist doch in dein Herz eigentlich dahinter? Hey, es geht mir einfach darum, wir haben jeden Grund zum Feiern. Wir haben jeden Grund zum Feiern, weil Jesus für uns gestorben ist. Und ich will so fest feiern, wie es geht. Und das ist mein Herz dafür. Das ist noch krass, weißt, vielleicht kommst du da rein und du merkst, wow, das Licht ist anders und der Sound ist anders. Und darum finde ich es so krass, es sind Leute, die da dahinter stehen, die einfach Jesus so fest lieben, dass sie merken, wir müssen neu, wir müssen frisch das machen. Nimm uns doch schon mit, es gibt so ein Part im Lied, das ganz wichtig ist. Es gibt immer die Elemente, man kennt es nicht so. Es gibt den Part, es gehen alle ab und nachher kumpeln alle. Es gehen alle ab und nachher kumpeln alle. Einfach zum ein bisschen Bewegung reinbringen, zum Freiheit reinbringen. Come on. Come on, das machen wir heute. Stehen wir alle auf. Jesus, wir sind da wegen dir. Und wir worshipen dich heute Abend. Und du bist Zentrum von ganzem Herzen. Come on, let's go!
Dann alle aufstehen und alle ready machen, um ein bisschen schwitzen. Let's Come on, go! come on, let's das go. ist der live, der Remix von Youth Planet. Yes, let's go, let's do it, come on. You walk the distance, you talk the Come on, sing it, Manali. reach into darkness and call me by my name. You set my feet back on solid ground. Sin whisper lies, but your love is strong enough. I'm alive in you. I'm alive because of you. Jesus, have your way. Breathe on me, speak your life into my soul. Your voice calls me out, stirs my heart. That's what makes me come alive. Okay, okay, Hände in Bewegung. Jetzt kommt der Drop, der wird euch alle springen sehen. Lasst uns in die Freiheit hineinschauen, wo uns Jesus geschenkt hat. Come on, lasst uns in feiern, sind ihr alle ready, wenn alle springen sehen. 2, 1, 2, 3, go! Yes, that's it, come on! Lass uns singen! You give me freedom, a brand new life. Nothing can silence this hope I hold inside. Now and forever, you're way not mine. I'm made to worship, I'm here to testify. I'm alive in you. I'm alive because of you, Jesus. Have your way. Breathe on me, speak your life into my soul. Your voice calls me out, stirs my heart. That's what makes me come alive. Okay, and alle up, come on, get alle up, lass uns zusammen jetzt spielen, come on, alle up, come on, get up, lass uns jetzt spielen, sind wir alle ready, come on, als ganze Kille, lass zu it. That's what makes me come alive. Go, 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 that's it. Go, 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 go. Hey, hey, hey. Go, 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 go. Go, go, go. That's what makes me come alive. Come on, Jesus. Come on, somebody! So gut bist du da heute. Genau, ich habe noch einen Funk bekommen. Von der Teppichetage. Alle, die noch keine Maske haben, sollten die jetzt anlegen, außer dich. Genau, also bitte mach doch die aufs Maul und dann werden wir zusammen einen neuen Song lernen. Bist du bereit? Let's do it. In darkness and light, I worship Jesus.
gesungen, I will go, go, go. Manchmal ist es dran zu sagen, Jesus, da bin ich. Bau auf mich. Ich bin verfügbar. Yes, here I am. I'm not going anywhere. Yes, here I am. I'm not going anywhere. Was es heisst, wenn wir singen, it's all about you. Wenn wir das singen, it's all about you. Das heisst nicht nur, es geht nur um dich, sondern lass es weniger um mich gehen. Wie viel Mal laufen wir da rein und sagen, hey, hoffentlich preacht heute der Leo. Hoffentlich singen wir heute diesen Song. Ich hoffe, der Worship wird cool. Und ich habe gemerkt, hey, wieso wollen wir das? Anstatt zu sagen, hey, ich laufe in die Kirche rein und ich will heute jemanden segnen. Ich will heute verfügbar sein für jemanden. Ich will heute sagen, it's all about you, was du durch mich kannst tun. Und stell dir vor, wenn eine ganze Kirche so denken würde, wie das wird aussehen, wie das wird scheinen. Und darum, wenn wir jetzt den Song singen, it's all about you. Lass es uns zum Gebet machen, dass Gott unser Herz von innen nach außen immer so machen kann, immer mehr, wie er denkt. What can I do, Jesus, für dich? I'm sinking down in grace deeper than the ocean, fully immersed, so I don't deserve. What could I give but a life laid down in worship? A billion stars. A billion stars cannot shine your glory. Your love is vast and your heart is kind. I give you my life and you rewrite my story to bring you praise. It's all about you. It's all about you.
my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his love. This is my Jesus. This is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his love. This is my Jesus. This is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his love. So bist nur du, Jesus. Wo sonst finde ich Zuflucht? Wo sonst kann ich hingehen und ich weiss, ich werde ganz gekannt und gleich auch ganz angenommen. Wo kann ich hingehen, Jesus, und ich kann mich verbergen mit all meiner Unperfekten. Ich darf kommen, mich umarmen lassen von dir, Jesus. Du, wo Gott gleich bist. Und gleich bist du so nah bei mir. Gehst nicht auf Distanz, wenn du mich siehst. Im Gegenteil, kommst du auf mich zu. Breitest deine Arme aus. Schaust mir in die Augen und sagst, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Wer ist wie du, Jesus? So voller Liebe, voller Annahme. Wir lassen uns einen Moment lang einfach stehen wir vor den Jesus an. Es ist ein Moment einfach ganz ruhig. So
Danke, Jesus, für deine Güte. Liebe Freunde, ich darf gerne Platz nehmen und gerade euer Telefon Nattel vornehmen. Wir haben einen wunderbaren, ich liebe das, wir kommen zusammen und laufen in die Arme von unserem Jesus. Weißt, niemand ich meine, wir bereiten wirklich viel vor, aber manchmal merke ich, niemand hat so viel für den Abend vorbereitet wie Gott höchstpersönlich. Und das ist so crazy, dass wir das möglich machen können. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der uns ganz wichtig ist, weil es ist ein mega schöner Teil. Nämlich, wir werden zusammen, kannst du auf deinem iPhone auf www.icf.ch und nachher /give, G-I-V-E. Schreiben wir das, G-I-V-E. Oder kannst du einen QR-Code scannen, wenn dir das einfacher geht. Wir werden zusammen nämlich mit unseren Finanzen einen Worship geben und einen Moment nehmen, wo wir uns eins machen in einem Anliegen, dass Gott gross werden soll, auch durch die Kirche. Vielleicht bist du da und du bist Gott erst am Kennenlernen oder bist die Kirche am Kennenlernen und du überlegst dir, ob das ein Ort für dich sein kann oder dass du die Heim finden kannst. Dann kannst du einfach aus Grosszügigkeit das mittragen, wie du das willst. Vielleicht bist du da, bist von einer anderen Kirche und kannst einfach da wieder mal auftanken. Wie schön bist du da? Dann trag doch das einfach mit einem grosszügigen Beitrag, auch, den wir da machen. Oder vielleicht bist du da Heim und dann ist es so Family Business. Und darum habe ich Leute jetzt aus unserer Family eingeladen, so die Neuesten. Das sind unsere neuen Interns da. Komm, ich gebe Ihnen einen grossartigen Applaus. Das ist Sarah, das ist Livia, das ist Joy, das ist Alisa, das ist Gloria, das ist Melina, das ist Luisa und das ist Johanna. Sie sind da. Cool. Und währenddem du kannst weiterhin das ausfüllen, das ICF.ch/give, kannst du uns da mittragen. Aber ich möchte euch erklären, warum das so viel bringt. Weil das sind junge Menschen, die sagen, sie wollen nicht einfach ein bisschen Finanzen reingeben, sondern sie geben ein ganzes Jahr da, wo sie lernen, wo sie auftanken und wo ihre Leben verändert werden. Und es ist so wunderschön, dass ihr da seid. Wirklich von Herzen. Wir haben uns riesig gefreut. Es sind auch noch 3 Jungs dabei, aber die haben sich nicht auf die Bühne getraut. Nein, die sind nicht da, die sind noch jetzt anders gerade im Moment eingeteilt. Und ich fände es mega cool, wenn wir auch noch jetzt für sie beten. Und ich fände es cool, du, Michelle, hast das Internship gemacht, bete doch noch für sie an diesem Moment. Ist das gut? Und sobald ihr fertig sind mit eurem Nattel, könnt ihr gerne eure Hände ausstrecken und sie segnen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der dieses Internship macht. Hey, es war keine leichte Entscheidung für jeden, aber Gott sagt euch, dass ihr aus einem bestimmten Grund da seid. Ich bete, dass egal was kommt, egal wie hoch der Berg wird, egal welche Herausforderung kommen wird, dass Jesus euer Fels ist, auf dem ihr euch stützen könnt. Jesus, ich bete, dass du die Herzen veränderst, dass sie anders aus diesem Internship rausgehen, als sie reingekommen sind. Ich bete, dass das Bild, das du schon vor Augen hast, immer klarer wird. Dass dein Wille immer mehr geschehen wird im Leben von jedem Einzelnen. Dass sie immer mehr kleine Puzzleteile sehen können, wo es danach hingeht. Ich segne euch mit einer Leidenschaft, mit Frieden, mit Freude, mit Kraft und mit Feuer für Jesus. Yes. Ich segne euch mit einer Geduld. Es wird nicht immer einfach werden, aber Gott ist dabei. Er nimmt euch, er trägt euch und geht mit euch den Weg. Danke dir, Jesus, für dieses Jahr, für jeden Einzelnen, für jede Gabe, die du geschenkt hast. Ich bete, dass sie entfaltet wird und sie dir in diesem Jahr immer ähnlicher werden. Yes. Amen. Amen. Komm, ich gerne Ihnen nochmal einen grossen Willkommensapplaus in diesem wunderbaren Jahr. Come on.
Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht hast du jetzt gerade, ist das dein Nattel nicht dabei gehabt, oder du gibst lieber ein paar. Dann haben wir beim Ausgang nachher auch die Becher bereit für euch, wo ihr könnt Bargeld nachher rein tun und so auch das einfach unterstützen und mittragen, wie Gott Geschichten schreibt in so vielen Menschenleben. Jetzt kommt niemand anders hier auf die Bühne als unser Senior Pastor, der Leo Bicker, und ich finde, wir müssen ihn wieder mal mit einem grossen Applaus willkommen heißen. Leo, wir sind stolz auf dich und wir lieben dich. Pretty Man! Hey Church, heute Abend ist ganz krass, dass so gut. Tom, wo bist du da? Tom, kannst du mal auf die Bühne kommen, Tom? Tom, komm noch schnell. Tom. Er hat mir heute etwas gesagt hinter der Bühne, und ich finde, das ist mega cool zum Hören. Du hast mir gesagt, heute sind etwa 3 neue Worship-Songs entstanden. Was meinst du mit dem? Ich finde es einfach krass, wenn du in die Freiheit hineinkommst als Kirche, wo Gott kann zu dir reden und sogar Melodien in den Kopf hinein droppt. You're so good. You are so good to me. Oder zum Beispiel Holy Holy von Here's My Heart ist auch in der Kirche entstanden. You are good. You are so good to me. Dann ein bisschen mehr Leidenschaft, oder? Dann gehst du ein bisschen rauf. Dann nochmal. You are so good. You are so good to me. Schön, Thomas. You are so good. You are so good to me. Yeah. Ich wünsche mir das mehr. Der Leo wäre auch. Lass unserem Team heute Abend einen großen Applaus geben. Come on. Heroes in unserer Church. Vielen Dank. Nein, mega cool. Es hat mich mega gefreut, dass du merkst, Gott macht etwas in unserer Church, dass jetzt plötzlich auch Lieder an einem Sonntag einfach geschrieben werden, nicht nur im Studio. Das finde ich einfach krass. Der Geist Gottes wirklich unter uns ist. Ich finde das mega cool. Hey, liebe Church, ich habe noch nie eine Kirche gesehen mit Maske. Das sieht aus wie so eine wie heißt nicht Zombie, wie heißt der Zero? Der Zero. Nicht der Zero, ist ja gleich Wille. Einfach der coole Typ. Genau, aber mega cool bist du heute Abend da. Heute Abend möchte ich euch in eine sehr kreative Message mitnehmen. Und zwar, wir haben vor ein paar Wochen das verlorene Sohn angefangen, eine Serie in die Schuhe und der Mantel und auch der Ring, wo Gott ihm anzieht. Und heute ist das Thema, was bringt dir Treue? Wenn ich über Treue möchte reden, ich möchte euch Geschichte erzählen, dann werde ich einleiten, das Wort Treue auch mit dem verlorenen Sohn. Und zwar, wo ich und meine Frau vor vielen Jahren auf Zürich gekommen sind, haben wir niemanden kennt aus der Stadt Zürich. Und dann hat uns ein Ehepärchen eingeladen zu einem Brunch, Essen bei ihnen daheim in Regensdorf. Wer kennt Regensdorf? Dort gibt es ein Gefängnis. Jedenfalls sind wir eingeladen worden zu dieser Familie, und wenn du zum ersten Mal irgendwo eingeladen wirst, bist du nervös, du weißt nicht genau, was für Leute, was für eine Stimmung, kennt dich irgendjemand. Und wir kommen an, die machen die Türen auf, und vom ersten Moment haben wir das Gefühl gehabt, wir gehören zu dieser Familie, wir sind bis am Abendsport geblieben und haben zu dem Ehepärchen gesagt, wie machen ihr das, dass Wildfremde wie wir euch von der ersten Sekunde an wohlfühlen. Jetzt haben sie uns gesagt, wir haben uns entschieden für eine offene Kultur, eine Willkommenskultur. Wir haben uns entschieden, dass jede Person, die kommt, sich vom ersten Moment wohlfühlen kann. Jahre später sind wir nach Chicago gegangen, so ein Timeout, und hat aus die gleiche Familie x 100 Franken mitgegeben ins Timeout. Und das ist nicht typisch schweizerisch, dass so ein wildfremde Ehepaar einfach Geld mitgibt. Dann haben sie gesagt, wieso gebt ihr uns Geld? Und dann haben sie uns Folgendes gesagt, wir haben gelernt, dass wir neue Menschen, wie beim Brunch, umarmen und einladen. Das ist unsere Willkommenskultur. Und wir haben gelernt, Menschen, die treu mit Gott unterwegs sind, die Kultur leben wir auch. Und ich und meine Frau sind botsjung und denken, das habe ich noch nie gehört von meinen Eltern, dass es eine Willkommenskultur gibt, aber auch eine treue Kultur. Und das habe ich und meine Frau ernst genommen. Die letzten 25 Jahre angefangen, uns eine Willkommens- und eine treue Kultur zu entwickeln, die uns zu dem gemacht hat, wo wir heute sind. Und bevor ich euch die Willkommens- und treue Kultur möchte erklären, lasst uns anhand von der Geschichte vom verlorenen Sohn und vom älteren Bruder eintauchen, dass nämlich der Vater hat auch eine zweifache Kultur bei seinen Söhnen entwickelt. Und da ist die Story.
Danke für die große Feier gestern Abend. Der beste Abend seit Jahren. Feiern! Wuhu! Morgen. Morgen. Na, hast du schon gefeiert? Setz dich. Bitte. Jungs. Bist du besoffen? Sohn. Ich glaube, es ist besser, wenn ich kurz einfach gehe und... Ah, du glaubst? Du bleibst. Ihr bleibt. Beide. Du warst all die Jahre bei mir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich... Fängt das wieder an? Wie dankbar ich dafür bin. All die Jahre konnte ich immer auf dich zählen. Stetig und treu, so bist du. Wenn ich dir das in all diesen Jahren zu wenig gesagt oder gezeigt habe, dann tut mir das von Herzen leid. Bitte vergib mir. Danke. Danke, mein Sohn. Und du? Du bist zu mir zurückgekehrt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. Hier in diesem Haus bist du jederzeit, zu jeder Stunde willkommen. Verstehst du das? Jungs, los. Los. Wir sind eine Familie. Ist nun mal so. Ich möchte noch ganz kurz das Bild euch merken. Ich finde es mega krass, der Vater hat 2 Hände. Jeder von uns hat 2 Hände. Eine Hand haben wir für den Verlorenen, die verlorene Willkommenskultur, und einen Arm hat er für die älteren Brüder, die schon lange da sind. Und ich habe eine Grafik erstellt, um das ganz kurz zu erklären. Und zwar, du bist in der Mitte in deinem Leben. Und es ist wichtig, dass wir eine Willkommenskultur entwickeln für die neuen Menschen, die in dein Leben kommen, in der Small Group, in der Firma, in der Familie. Das ist die Willkommenskultur. Dann das Zweite ist, lass auch eine Kultur entwickeln für die Treuen, die schon lange da sind. Eine treue Kultur, du merkst es, das definiert dein Leben. Und der Vater hat beide Kulturen ganz, ganz krass gelebt. Also lass uns ihnen einen Applaus geben. Für jeden Sonntag immer da on the stage. Amazing. Ab nach Hause, Boys. Bravo. Bravo. So, ich hoffe, du hast heute Abend das Bild. Ich werde über das reden, über die Willkommenskultur und auch über die treue Kultur. Ich werde heute Abend nicht eine klassische Predigt halten zum euch sagen, sondern ich möchte euch heute Abend inspirieren. Inspirieren heisst, ich möchte euch aus meinem Nähkästchen, aus meinem eigenen Leben ein paar Sachen erzählen. So nach 25 Jahren, was habe ich erlebt, was haben wir etabliert, weil du wirst zu der Person, die dich entscheidest, in deinem Leben zu werden. Also dort, wo du eine Vision hast, dort, wo du anschaust, zu dieser Person wirst du werden. Ich werde über die Willkommenskultur reden, aber auch über die treue Kultur. Wieso lohnt sich in unserem Leben treu zu sein? Ich möchte anfangen mit der Willkommenskultur in deinem Leben und ich möchte dich fragen, was für eine Kultur hast du definiert, das dich auszeichnet? Wie gehst du um, wenn jemand Neues in die Small Group kommt, in die Kirche kommt, in deine Familie kommt? Was für eine Kultur hast du entwickelt? Ich habe aufgrund von der Geschichte vom verlorenen Sohn habe ich für mich persönlich 3 Sachen aus dem Text herausgenommen, die meine Willkommenskultur in meinem Leben definiert. Erstens, ich habe ein offenes Auge. Hochinteressant, das heisst in dem Text, der Vater hat von daheim geschaut, wann kommt sein Sohn. Und er ist ihm entgegengekommen. Das heisst für mich, es gibt immer auch in einer Party, und jeder kennt das von uns, wenn du in eine Party eingeladen bist, in eine wildfremde Party, du kennst niemanden, kommst an, du hast dein Apero, du snippst am Apero und du merkst, alle haben eine ganz krasse Zeit und alle haben es mega lustig und du stehst allein da und denkst, what the flip, niemand kennt mich.
Dann ist auch die beste Party eine Scheissparty, weil du merkst, ich bin allein. Jeder und jede von uns kennt das. Weil jeder sagt, ich, mein Bubble, habe es mega gut und der neu kommt, geht mich nicht an. Und wir Schweizer haben in dem Punkt schon ein bisschen Potenzial. Und ich möchte euch erklären, was heisst eine offenes Auge-Kultur. Das heisst, bei uns im ICF ist es so, wenn du aussen zum ersten Mal kommst, entdeckst du, da gibt es ein Team, wo drauf steht, Welcome Home. Und wenn du schon x-mal da bist, falls du gerne aufsiehst, nur das Lächeln und schön bist du da, dann laufst du rein, gibt es eine Coming-Home-Group für die Neuen und du denkst, das habe ich schon 100-mal gehört. Mir erklärt das mit dem Geschenk und so. Und heute Morgen jetzt den ganzen Morgen geseicht und geschifft und beim Parkplatz Kreuzung ist einer gestanden mit so einer gelben Ballerine und hat die Autos eingewiesen. Kommst du jeden Sonntag und denkst du musst es nicht machen, ich weiss, was das Parkhaus ist. Kommst zum allerersten Mal und denkst, wow, da steht einer im grössten Schiff, singing in the rain und winking in the rain. Du denkst, wow, mein Gast, da steht jemand draussen, der mich anlächelt und der meint es auch noch ernst. Mit anderen Worten, die kulturgenerierten Atmosphäre, egal was ist deine Geschichte, wo du ankommst und merkst, plötzlich wirst du reingenommen in eine Begeisterung, weil da drin eine Kultur gelebt wird, die nicht einfach automatisch entstanden ist, weil ein paar Leute das Gefühl haben, wir stehen da mit ein paar Schildchen. Es gibt viele Kirchen, die keine Sau die Leute begrüßen, weil scheinbar spielen die Neuen keine Rolle. Das heisst, wir haben eine Kultur entwickelt mit einem offenen Auge. Das Zweite, ich habe ein offenes Ohr. Was heisst das offenes Ohr? Der Sohn erzählt dem Vater seine Geschichte und der Vater lässt ihm einfach zu. Es ist mega wichtig, dass neue Menschen, die du irgendwo triffst, einfach fragst, woher kommst du? Was ist deine Story? Warum ist das so wichtig? Weil du kannst von jeder Geschichte etwas lernen. Ich habe eine theologische Ausbildung bei IGW, habe ich Folgendes gelernt, nach 4 Jahren, der Bachelor Theologie habe ich gelernt. Bis ein lifelonging Learner. Hör nie auf zu lernen. Jeder Mensch und jeder Pfosten kannst etwas lernen. Du kannst von jedem Mensch etwas lernen. Stell die Frage, wer kommst du, was ist deine Story? In der grössten Losing-Story gibt es etwas, was du lernen kannst, dass ich nicht das Gleiche mache. Also hab ein offenes Ohr, wo du Menschen fragst, was ist deine Story? Dann das Dritte, ein offenes Herz. Der Vater hat eine Monsterparty gemacht und hat gesagt, lass uns zelebrieren, weil der Verlorene hat zurückgefunden zu dem Gott im Himmel. Ich habe so ein paar Verlorene gefunden und die kommen jetzt auf die Bühne und du merkst es, die sind alle total verschieden. Total verschieden. Der eine kommt in Kiel, ein total durchgeknallter Partytyp. Weisst du, ist der voll vom Heiligen Geist oder Drogen, wir weiss nicht so richtig. Und da auf der Seite ein klassischer Schweizer, einfach korrekt, solid, standhaft, man kann nichts gegen sagen, einfach von top down, einfach solid, Quality, genau. Das ist ja easy. Und dann dahin haben wir so eine Verbrecherin, die war schon im Gefängnis gewesen. Nummer 7643397 ist nicht der Code vom Mastercard, sondern wo sie im Gefängnis war. Also, und jetzt kommen so Leute in deine Kirche, in deine Small Group, in deine Familie, du weißt ja nie, wer wird die neue Schwager, Schwägerin. Und es ist mega einfach, mit den Menschen umzugehen, die ähnlich sind wie du. Aber meistens kommen Menschen in dein Leben und denkst, die habe ich gerne nicht ausgesucht, die habe ich nicht wollen und so, die kommen einfach. Und jetzt ist es mega wichtig, was für eine Kultur prägst du, wenn neue Menschen in eine Kirche, in eine Small Group, in ein Ministry kommen. Ich habe ein Bild entwickelt, das mir mega hilft. Es spielt keine Rolle, was ist deine Geschichte, es spielt keine Rolle, was hast du alles verbrochen, sondern jeder Mensch braucht den Mantel der Gerechtigkeit. Was auch immer deine Geschichte ist, was du auch immer geraucht und genommen und sonst noch hast, I don't know. Aber was ich weiss, ist, dass du brauchst den Mantel der Gerechtigkeit. Und das bedeutet, dass Jesus über all deine Geschichte den Mantel anlegt und sagt, ich habe all deine Sünden vergeben. Du gehörst zu der Familie von Gott. Du bist ein Sohn von dem Gott im Himmel. Das Blut von Jesus Christus hat deine ganze abgefuckte Stories vergeben. Merkst du es? Den Mantel finde ich noch matchentscheidend. Und bist du ein klassischer Schweizer aus dem Thurgau? Oder Appenzeller, Russ und Innerrhoder?
Auch der klassische Schweizer, der sagt, ich habe nichts Böses gemacht, in jeder Frau, wenn ich geholfen habe, den Fußgängerstreifen zu begleiten. Ja, auch diese Person braucht genauso wie der Pflock da innen den Mantel von der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Unterschied, liebe Frau und Mann, weil der Mantel deckt auch all deine Sündenfälle zu. Du bist eingekleidet mit dem Mantel von der Gerechtigkeit, deine Sünden sind vergeben, das Blut von Jesus steht dir extrem gut. Und da einer, der ganz gefährliche Dude, hat schon 7 Katzen umgebracht. 1 Hund und 3 Adler. Und was auch deine Geschichte ist, ich möchte sagen, Jesus hat dich eingekleidet mit dem Mantel von der Gerechtigkeit. All deine Sünden und all deine Fehler sind vergeben. Wenn Gott an dich denkt, wenn Gott an dich denkt, wenn Gott an dich denkt, dann jubelt Gott über euch 3. Gott hat deinen Namen und deinen Namen und deinen Namen ins Buch vom ewigen Leben eingetragen. Gott hat deinen Namen und deinen Namen und deinen Namen in seine Handfläche reingeritzt. Ihr könnt alle froh sein, dass ihr den Mantel habt, weil der Mantel, wo ihr anhabt, liebe Frauen und Männer, den Mantel habe ich auch an. Weißt du, was bedeutet das? Wir sind nicht der Promi-Killer, der sagt, oh, hast du gesehen, der Promi kommt ins ICF. Schön. Ist ein Mensch wie du und ich. Wenn du aufs WC gehst, mögt jeder von uns. Wir sind nicht ein Kirche, der plötzlich die krassen Storys bringt, man eine Story von Zeichen und Wunder. Aber Frau, Mrs. Bünzli, Schweizer, diese Storys kommt nie auf die Bühne. Wir behandeln jeden Mensch gleichwertig. Weil jeder Mensch braucht Vergebung von Jesus und jeder Mensch braucht den Mantel von der Gerechtigkeit. Das heisst, meine Kultur ist, dass ich nicht promi-orientiert bin, ich bin schöpfungs-gottesorientiert und ich ehre jeden Mensch, jede Farbe, jeden Background genau gleich wie jeder andere. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und es ist für mich mega wichtig, dass ich jeden Mensch, wenn ich ins Feuer rausgehe, ich begrüße jeden Mensch genau gleich mit der gleichen Leidenschaft. Hast du gewusst, egal wie viel du spendest im ICF oder nicht spendest, das macht keinen Unterschied von meiner Liebe zu dir. Weil jeder Mensch ist gleichwertig geliebt in Jesus und hätte ich den Mantel nicht und du nicht, wären wir alle total am Limit. Verstehst du mich? Der Mantel von der Gerechtigkeit bringt uns alle in den Augen Gottes in die gleiche Position. Absolut. Und lass es eine Kirche sein, wo die Leute umarmen, was auch immer deine Story ist. Und Erfolg ist relativ, weil Erfolg eines Tages im Himmel ist anyhow vorbei, weil unser Erfolg ist unser Mantel von der Gerechtigkeit. Verstehst du? Also, dann die zweite Kultur ist die Kultur von der Treue. So, wie geht man um? Die neuen Leute sind so begeistert. Deine Geschichte habe ich noch nie gehört, ist abgefahren und deine Geschichte ist anyhow cool. Und von dir habe ich mega Angst und das ist mega begeisternd. Wie wenn du verliebt bist, am Anfang ist alles neu, sie ist neu und Tore sind neu und Tore sind neu und alles, oh mein Gott, ist neu. Und nach einem Jahr merkst du, okay, sie ist. Und dann merkst du plötzlich, das Kleindruck, die habe ich nicht gelesen. Und das Kleindruck, wenn du zoomen, ist es auch riesig. Und egal, was für eine Story du hast, jeder ist normal, bis man ihn kennt. Jeder Mensch hat Kanten, das verletzt. Viele Menschen haben Stacheln. Der Schweizer, wenn du anlangst, bumm, Schokolade tut dir mega weh. Und viele haben auch Ecken, Kanten und Stacheln. Das heisst, wenn du jemanden über x Jahre kennst, ist das nicht mehr romantisch. Du kennst jede einzelne Eigenschaft, jedes Mödeli, jeden Kommentar. Du kennst alles von seinem Leben und denkst, oh mein Gott, die Romantik ist plötzlich verloren gegangen. Und ich weiss, auch ich, der Leo, ich habe Kanten, ich habe Stacheln, ich habe Ecken, auch ich verletzt. Und jetzt kommt meine Frage, wie gehst du mit den Leuten um, die du schon sehr gut kennst, wie deine Mami? Wie dein Papi, wo du manchmal cool findest. Wie gehst du mit den Menschen, die du schon seit Jahren kennst, so der Sohn, der immer daheim ist? Und ich habe auch hier eine dreifache Strategie über die letzten Jahre entwickelt und du kannst andere Begriffe nehmen und auch andere Sachen nehmen. Lass uns den Frau und Mann einen Applaus geben. Danke vielmals. Flip. Gut. 3 Sachen habe ich für mich entwickelt und mir ist mega wichtig, dass du für dich heute Abend überlegst, welche Sachen definierst du heute in deinem Leben als Kultur, wo man eines Tages sagt, das bist du. Ich habe eine Segenshaltung Kultur in meinem Leben entwickelt. Was heisst eine Segenshaltung? Segenshaltung bedeutet,
dass du als älterer Sohn, der immer treu ist, irgendwann verlierst den Blickwinkel, dass Gott ist die grösste Ressource in deinem Leben. Ich glaube, die meisten von uns kennen das. Irgendwann sagst du mal, ja, wenn ich Probleme habe, meldet sich niemand in der Small Group. Wenn ich Geburtstag habe, haben alle das vergessen. Und ich mache das und ich mache jenes und ich habe gespendet und ich habe mitgeschafft. Aber ich habe zu wenig Lob und Dank und Likes und Kommentare bekommen. Und irgendwann fährst du an, sich schwellen in dieser Mitleidskampagne. Und Segenshaltung bedeutet, dass du nicht vergessest, dass der grösste Applaus, den du jemals bekommen kannst, der grösste Lob, wo jemals ausgesprochen werden kann, ist nicht vom Menschen, ist von dem Schöpfer, von dem Gott im Himmel. Wieso sage ich dir das? Weil oft fangen wir an von Lügen glauben, die nicht stimmen. Ich möchte hier 2 Lügen präsentieren, die der ältere Sohn geglaubt hat, und ich habe eine Grafik mitgebracht. Der ältere Sohn fängt ja an von jämmerle und sagt, der junge Sohn, jetzt mega gut, wo der junge Sohn das Erb überkommt, 1/3 vom Erb. Ich habe das grafisch dargestellt. 1/3 vom Geld hat er bekommen. Er hat alles gebraucht, alles ausgegeben, total verkackt. Weißt du, sagt der ältere Sohn zum Vater? Und ich? Ich, wo immer da bin? Und dann sagt der Vater, Sohn, du weißt, juristisch an dem Tag, wo ich meinem Sohn 1/3 vom Erb gegeben habe, hast du juristisch 2/3 vom ganzen Erb bekommen. Achtung! Das musst du spüren und fühlen. Weil, dann sagt der Junge, der Alte, Vater, du hast meinem jungen Bruder hast du ein Kalb geschlachtet, das dicke, fette, und hast eine Party geschmiert für ihn. Der Vater sagt, willst du mich verarschen? An dem Tag, wo ich 1/3 vom Erb deinem Bruder gegeben habe, habe ich juristisch alle Kühe gegeben. Willst du mich verarschen? Hast du das Bild? Und manchmal leben Christen in der Lüge, wenn du sündigst und abgehst wie die Rakete, hast du ein geiles Leben und bist treu in der Kirche, bist verarscht. Das Bild sagt, der verlorene Sohn hat in der Gnadenzone sich bewegt. Die Gnadenzone ist auch eine Zone. Aber der ältere Sohn hat sich in der Segenszone bewegt. Das ist auch eine Zone. Welche Zone ist geiler? Gnadenzone, wo du in Seelsorge musst, deine Frau und deine Männer musst ablegen, die du gepoppt hast und verletzt bist, enttäuscht bist. Gott bless you, deine Gnadenzone. Mit dem Kälbli, mit dem 1/3. Und oft denkt man, diese Story ist geil, und Gott sagt, nein, diese Story ist krass, weil wenn du in der Segenszone drin bist und du ein gesundes Fundament hast, dann kannst du eine Small Group starten, eine Firma gründen, eine Familie auf die Beine stellen, ein Haus bauen, und das ist ganz ein anderer Blessing Zone als diese Zone. Was ist der Vorteil von Treue? Ich sage es dir aber deutlich. Der Vorteil, treu zu sein, ist, dass der Blessing Gottes keine Grenzen hat. Die Gott an erster Stelle setzen auf dieser Zone, können alles über, was ihr Herz begeht. Die Pflanzen im Haus von Gott nicht, die davon gesegnet haben, die brauchen Gnade, das ist auch Realität. Aber Gnade ist uninteressant. Der Blessing Sohn ist das, nach dem gang ich. Nach dem suche ich, nach dem strebe ich, weil ich nichts will auslassen, was Gott für mich bereit hat. Der Blessing Sohn bedeutet Gunst von Gott und Kraft von Gott und Gnade von Gott, und die offene Tür Gottes ist meine Zukunft. Zeichen und Wunder folgen und diesen Frauen und Männern nach, die an Gott in meinem Glauben eigentlich möchte in dieser Blessing Sohn drin sein. Das ist der Vorteil von treu zu sein. Das Zweite, was ich definiert habe, ist Win-Win.
Win-Win. Und zwar, ich habe in jungen Jahren, in eurem Alter ungefähr, die meisten sind etwa 18, just kidding, in eurem Alter habe ich etwas entschieden. Wenn ich einen Deal mache, muss es immer Win-Win sein. Du gewinnst und ich gewinne. Ich bin Segen, um ein Segen zu sein. Und ich habe vor 25 Jahren mir ein Reisebüro ausgesucht aus unserer Kirche. Und ich habe zu der Person gesagt, ich werde nie meine Reise irgendwo anders buchen als bei dir. Du bist ein Bruder in Jesus, du kommst in unsere Church, ich werde dich segnen. Und wenn Google ein anderes Angebot, einen besseren Preis hat, werde ich das nicht machen. Ich zahle lieber dir mehr als Google und der Konkurrenz. Und in diesen 25 Jahren habe ich mein Reisebüro nicht gewechselt. Betreu bleiben, du segnest und ich bin gesegnet und du bist auch gesegnet. Ich habe vor 5 Jahren ein Angebot bekommen von einem Reisebüro, bessere Preise und billigere Flüge. Habe ich gesagt, das Angebot interessiert mich nicht. Ich segne meinen Bruder, meine Schwester in Jesus. Weil ich bin nicht, Geiz ist geil, ist im Fall kein geiler Slogan. Qualität, wir Schweizer, ist das, was wir gehen. Und ich habe mich entschieden, du gewinnst und ich gewinne. Ich habe seit Jahren die gleiche Coiffeur. Wenn dir meine Frisur nicht gefällt, kann er ganz kurz mit Coiffeur gehen. Das heißt, meine ganze Familie geht zum Coiffeur. Wir sind treu bei unseren Brüdern und bei unseren Schwestern. Und das möchte ich Klammer machen. Mit den meisten Geschäftsmännern, die gläubig sind, sagen, das schlimmste Geschäft zum Abschliessen sind Christen. Die wollen immer einen Rabatt. Du bist ein Bruder, kannst mir 30% Rabatt geben. Ich möchte ein Statement machen, wo ich tief überzeugt bin. Die eigenen Brüder und Schwestern, die musst du segnen. Denen zahlst du 10% mehr, weil sie in deine Familie gehören. Der Fremde, den musst du über den Tisch ziehen. Das Zitat heute Morgen hat mir sehr viele E-Mails reingebracht. Und ich möchte wirklich bewusst provozieren. Du kannst doch nicht Menschen, die gläubig sind, über den Tisch ziehen, einen Bargain holen und jemand, den du nicht kennst, zahlst den vollen Preis, macht keinen Sinn, sondern segne deine eigenen Brüder und Schwestern in Jesus. Wenn sie gesegnet sind, bist auch du gesegnet. Das ist nur meine Überzeugung. Letzte Überzeugung, ich habe eine Liste gemacht mit 5 A's von meiner Frau. Meine Heirat ist das eine, das kann jeder. Aber heiraten bleiben, das ist eine Kunst. Und ich habe mich entschieden, ich will heiraten bleiben, weil Scheiden ist mega teuer und Alimente, so viel Geld habe ich nicht. Also habe ich mir statt Scheiden 4 A's aufgeschrieben, die ich für meine Frau mache. Ich habe, merkst du, so eine Kultur entwickelt. Das sind die 4 A's, du kannst etwas anderes nehmen. Ich habe mich entschieden, ich werde ausgehen mit meiner Frau, romantische Dates. Du musst nicht romantische Dates haben, um jemanden kennenzulernen. Du musst romantische Dates immer haben. Das ganze Leben lang hört die Romantik nie auf. Ich habe eine Auszeit, ich gehe jedes Jahr mit meiner Frau noch Kurzurlaub, wo wir Kinder haben, spielt keine Rolle. Unser Abenteuer von meiner Frau und mir ist unsere Church. Unsere Kirche ist unser grösstes Abenteuer. Ich finde, Kirche bauen ist so etwas Spannendes, weil wir bauen mit Menschen und das ist immer das Abenteuer. Wir machen gemeinsame Freizeit. Sie läuft gern und ich laufe hinten nach. Ich spiele Golf, sie treibt den Ball hinten nach, aber egal, Hauptsache wir haben uns etwas gefunden. Und wir haben gemeinsame Gebetszeiten. Und ich möchte heute Abend euch nicht ein Preaching bringen, so musst es du auch machen. Ich möchte euch inspirieren. In eurem Alter habe ich zum ersten Mal über diese 2 Kulturen gehört. Ich habe das noch nie von meinen Eltern gehört und gemerkt, aha, das passiert nicht automatisch, sondern man muss ansitzen, überlegen, was für eine Frau und ein Mann will ich sein und was für eine Kultur will ich leben. Kultur prägt deine ganze Familie. Und wenn du treu bist, wie gehe ich um mit meinen treuen Freunden? Ich möchte mit einem Beispiel schliessen, dass du weißt, wie ich ticke. Und ich weiss, ich ticke anders, aber ich ticke so. Ich habe in meiner Familie so einen Stromer und jeder braucht immer einen Stromer, zum Lampen irgendetwas zu machen. Und Stromer sind in der Kirche mega beliebt. Und ich habe ihn gefragt, kommt in meine Small Group, ist auch im ICF Staff angestellt und hat gesagt, kannst du mir meine Lampe aufhängen? Und dann ist er gekommen mit der Bohrmaschine, hat alles aufgehängt, hat etwa 2 Stunden gebraucht. 2 Stunden. Und dann bin ich an
habe ihm 300 Franken in die Hand gedrückt. Dann sagt er, für was? Dann habe ich gesagt, ja, für die Arbeit. Dann habe ich gesagt, ich bin dein Freund. Ich eben drum. Weil du mein Freund bist, segne ich dich. Hättest du es nicht gemacht, hätte ich einen Fremden geholt, um die Lampe aufzunehmen, hätte ihn über den Tisch gezogen. Aber ich segne dich. Verstehst du, was ich meine? Dem sind fast die Augen rausgeflogen. Weil ich meine Freunde segne. Ich habe Geburtstag gefeiert, habe Dave Cool eingeladen, gefragt, Dave, kannst du spielen? Er hat gesagt, er kommt. Also haben Dave gesagt, es gibt eine Bedingung. Das ist mein Geburtstag. Ich will dich zahlen. Er hat gesagt, nein, ich mache es gratis. Er hat gesagt, das Angebot kann ich nicht annehmen. Ich will dich segnen, weil du bist mein Freund. Wieso soll ich eine Band holen? Ich zahle dir und mein Freund macht es gratis. Und er hat gesagt, von jetzt, jeden Geburtstag komme ich immer. Ich möchte mit dem Folgendes sagen: Segne deine Freunde. Segne deine Brüder und deine Schwester, deine Mutter, deinen Vater. Alles, was du kennst. Weil wenn du sie segnest, kommt das Segen immer auf dich retour. Darf ich dich einladen, auf dem Bohren, live, vorne überall deine Maske anzusetzen? Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und ich möchte mit euch gerne in eine Gebetszeit gehen, wo der Joel Vögeli wird leiten. Der Joel hat dort etwas vom Herzen, mit uns den Mantel zu erklären. Und ich übergebe unsere Ministry-Time unserem Joel. Und in dieser Zeit stand einfach auf, leg deine Masken an. Und das Coole der Masken ist, niemand von uns geht in Quarantäne. Das finde ich mega stark. Und der Joel wird uns leiten in unsere Ministry Time. Yes, Freunde. Für mich ist das eine Message vom Leo, wo er nicht einfach nur ein bisschen sagt, so uns ein bisschen teacht, sondern er ist wirklich aus seinem Leben raus. Und ich glaube, heute ist wie für mich, ich habe das Gefühl gehabt, komm, wir nehmen das einfach an und machen den Schritt in die neue Kultur. Weil die Kultur, die du hast, kannst du selber definieren. Und ich möchte, dass wir zuerst in einen Worship-Song ein bisschen reingehen und wir machen uns schon ready und nachher machen wir Schritt für Schritt gehen wir in die Kultur rein. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Fokussiert euch jetzt erstmal in der Worship einfach auf unseren Jesus und nachher gehen wir Schritt für Schritt mit ihm durch. Danke. Here's my heart, have it all. My hands are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. Here's my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. In you I stand unshakable. My future now unbreakable. So come what may, I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. In diesem Song singen wir, da ist mein Herz, Gott, und wir lassen alles zurück, was uns daran hindert. Und amigs kann es sein, du willst eine Kultur leben, dass Menschen, die neu kommen, die Liebe von Gott gerade erleben. Oder deine Freunde, die treu an deiner Seite sind, dass sie merken, wie gern sie hast. Aber amigs poppt das wieder auf, dass du selber nicht erlebt hast, zu oft, dass man dich wertgeschätzt hat, dass man dich willkommen geheißen hat. Und heute machen wir etwas, wo ich glaube, ist mega stark. Wir tun die negativen Erlebnisse, die wir haben, bei Jesus ablegen. Und stellvertretend habe ich 2 Leute eingeladen. Und Vanessa wird starten mit all diesen Sachen, die wir nicht, vielleicht von unseren Eltern, vielleicht in unserem Umfeld, oft nicht erleben, dass wir willkommen geheißen werden. Und das hat uns mehr geprägt, als das, was Jesus über uns sagt. Darum legen wir das
miteinander ab. Ja, Jesus, du kennst unser Leben und du siehst auch die Zeiten, wo wir uns ausgeschlossen gefühlt haben, wo wir nicht dazugehört haben, wo wir Ablehnung erfahren haben. Und ich danke dir, dass wir das einfach jetzt miteinander bei dir ablegen. Das Wort unbeliebt ist bei uns allen wahrscheinlich auch hin und wieder vorgekommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du das anders siehst und dass wir einfach das ablegen heute Abend, wo wir nicht dazugehört haben, vielleicht zu wenig cool sind, vielleicht unsere Pausen in der Schule allein haben müssen verbringen, weil wir keine Freunde hatten. Und wir legen das jetzt heute ab an deinem Kreuz. Ich danke dir, dass wir kommen mit all dieser Verurteilung, die die Leute uns entgegengebracht haben, aufgrund von unseren Ansichten, von unseren Einstellungen, von unserem Aussehen vielleicht auch von unserer Vergangenheit, von unserer Geschichte, die wir erlebt haben, die Spuren hinterlassen hat. All die Verurteilung, die von Leuten entgegengekommen ist, die uns nicht gekannt haben, unser Herz nicht gekannt haben, unseren Glauben nicht verstanden haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du viel grösser bist als all die Verurteilung, all die Blicke, die wir haben ertragen mussten, all die Meinungen, die wir vielleicht gar nicht danach gefragt haben. Du siehst es anders. Und ich danke dir, dass wir einfach als Gemeinschaft heute vor dich kommen und die Situationen, die uns jetzt einfallen, ablegen an deinem Kreuz. Was ich jetzt bei der Vanessa mache, ist ein Zeichen dafür, dass das Gott bei dir auch macht. Gott sagt dir am heutigen Abend, du bist willkommen geheißen bei mir. Du bist gerecht und du bist fähig, eine Kultur zu leben, wo du andere kannst willkommen heißen. Wo du kannst offen sein und du dich durch die Liebe von deinem Vater im Himmel zu diesen Leben scheint. Ich möchte jetzt alle die challengen, die sagen, ja, ich bin treu gewesen, dass du all die Sachen, die du erlebt hast, dass die Treue nicht geschätzt worden ist. Deine Hingabe, deine Loyalität. Komm zu Jesus und du mit dem Micha zusammen diese Sachen bei Jesus ablegen. Ja, Jesus, es ist so ein Privileg, dürfen einfach da sein und dürfen zu dir kommen. Wir dürfen wirklich alles ablegen und ich danke dir so fest für das. Ich lege einfach das ab, nicht wertgeschätzt zu werden. Wo auch immer wir das Gefühl haben, man macht etwas, aber es wird nicht gesehen. Es kommt gar nicht darauf an. Weil
Das Einzige, was darauf ankommt, ist, dass es du siehst und du siehst es einen Weg. Und ich lege das einfach ab. Ich bitte um Vergebung, dass du uns vergisst, dass du mir vergisst, dort, wo ich das Gefühl habe, dass man mich nicht sieht, obwohl eigentlich es nur darauf ankommt, dass du mich siehst. Und ich lege das ab. Ausgenutzt. Wer kennt es nicht? Ja, ich lege das ab. Ich lege das ab in all meinen Situationen, wo ich mich ausgenutzt gefühlt habe, wo ich mich an einem falschen Platz gefühlt habe oder einfach, wo ich etwas gemacht habe, aber einfach ausgenutzt worden bin oder mich so gefühlt habe, ich lege es ab. Weil schlussendlich, ja, wir machen es für dich. Und egal, ob es jemand anders vielleicht halt ausbietet, was man macht, du siehst es und du vergeltest es. Und ich lege das ab für alles, ja, wo ich auch schlecht gefühlt habe dort drin. Vergessen. So oft hat man das Gefühl, man wird vergessen, man wird nicht gesehen, man ist einfach da, aber man wird wirklich einfach nicht gesehen. Und ich danke dir so fest. Schaust du für uns? Hast du uns so unter Kontrolle und du tust uns promoten, du tust uns... Man muss nicht gesehen werden von den Menschen. Das Einzige, was wichtig ist, dass man gesehen wird von dir. Und ich bitte um Vergebung, ich bitte wirklich um Vergebung, dass wenn man einen Groll entwickelt auf andere Leute, weil man nicht gesehen wird, dass wir das einfach nicht haben müssen. Wir können es ablegen, weil du bist der, der promotet und niemand anders. Und auf das kommt es drauf an. Ich möchte euch allen sagen, einfach stellvertretend, auch im Namen von Gott, ihr, die treu sind, Gott sieht es. Ich möchte euch allen sagen, auch die schon lange auch in der Kirche dabei sind, Gott hat dich nicht vergessen. Ich möchte euch allen sagen, du bist wertgeschätzt. Gott sieht jedes Gebet, jede Träne, jede Tat, jede Liebestat, die du machst. Gott sieht jeden Worship-Song. Und er ist so dankbar dir gegenüber. Und du bist gerecht. Und du bist befähigt, in die Segenszonen hineinzustehen und ein Umfeld aufzubauen, eine Firma aufzubauen, eine Familie aufzubauen, wo die Treue geschätzt wird. Im Namen Jesus. Amen. Ich glaube, dass viele Sachen jetzt passiert sind. Jetzt worshipen wir einfach nochmal Jesus. Schaut auf ihn und haltet unsere Ohren offen, falls er etwas gezielt dir noch sagen will. Thank you for loving me.
hat Leute in diesem Raum, die das singen müssen. Von ganzem Herzen. Vielleicht bist du rejected worden, abgelehnt worden, hast nie eine wahre Liebe erlebt. Ich glaube, dass Jesus dich heute heilen will. Dass du das kannst abladen und sagen, thank you for loving me, Jesus. Oh, for loving me. Thank you for loving me right now. Thank you for loving me. Thank you for loving me, my Jesus. Yes, Lord. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me, my Jesus.
Gegenwart. Für deine Treue, deine Liebe, deine Zuneigung. It's all about you, Jesus. Ich möchte gerne einen Segen aussprechen über dir und dieser Woche, die kommt. Psalm 23. Gott ist dein Hirt. Und dir wird es an nichts fehlen. Gott weidet dich immer wieder auf grünen Wiesen, wo es genug Wasser hat. Er erfrischt dich immer wieder zu tief drin. Und er führt dich auf einen wunderbaren Weg, um seines Namens willen. Auch wenn du mal durch ein Tal durch musst, wo Todesschatten sind, musst du keine Angst haben. Weil Gott selber wird immer bei dir sein. Mit seinem Hirtenstab wird er dich immer wieder trösten. Und sogar wenn du Feinde hast und Leute, die dich auslachen, vor ihren Augen wird er dir einen Tisch zubereiten. Und er salbt dich. Und er füllt deinen Becher, bis er sogar überfließt. Und für Gott ist eins klar: nur Güte und Gnade, nur Gutes und Gnade wird er dir schenken, dein Leben lang. Und du darfst in seinem Haus bleiben, für immer. Und alle sagen Amen. Hey, liebe Freunde, ich habe das Gefühl, es ist cool, wenn wir da rein noch ein paar Momente nachher auch noch werden in dieser Atmosphäre bleiben. Wir tun nachher auch noch die Worship Band wird noch einen Song singen. Und gleich bitten wir dich, wenn du auch schon rausgehen willst, wir starten jetzt die verschiedenen Angebote. Und wir haben die zwei Kulturen, die der Leo darüber geredet hat. Ich darf übrigens schnell allen Platz nehmen. Auf der einen Seite haben wir ein Angebot für dich, wenn du neu da bist. Ich habe das vorher auch schon gesagt, wenn du vielleicht auf der Suche bist nach dem Jesus, nach dem Gott, nach einer Beziehung zu ihm. Oder du bist auf der Suche nach einer Kirche, nach einer Gemeinschaft, nach einem Ort, wo du kannst sagen, hey, du hast da Freunde, du hast ein Kirche daheim gefunden. Dann haben wir eine Coming Home Group für dich. Und ich möchte dich einladen, dort anzukommen. Gerade wenn du rauskommst auf der rechten Seite, dort ist der David Hofer, ein wunderbarer Mann, mit seinem Team wartet dort auf dich, um dich willkommen zu heißen und um dich in dieser Kirche dir helfen, dass du diesen Platz kannst finden. Ich möchte etwas anderes auch für alle, die online sind, möchte ich jetzt auch verabschieden. Für euch geht es nämlich noch weiter mit dem Stefan Kunz und nachher noch mit einem wunderbaren Q&A mit dem Leo. Darum ciao zusammen auch an euch. Und dann haben wir noch etwas. Ich habe jetzt das Privileg, den Leo Bigger neben mir zu haben, um gerade die Predigt auch noch zu vertiefen. Und gerade um das Thema Kultur bauen, haben wir eben Willkommenskultur und Treukultur. Eben die neuen Leute, wo man ins Leben hineinschaut oder eben die offenen Augen behalten und dann gleichzeitig eben auch die treuen Freunde, die wir immer nebendran haben. Jetzt, die zwei Kulturen, von denen du redest, du hast die in welchem Alter eigentlich kennengelernt?
Ich habe sie, wie gesagt, mit 25 zum ersten Mal gehört von dieser Familie, das so erlebt, weil vorher war es für mich kein Thema in dem Sinn. Und dann habe ich gemerkt, aha, da hat sich jemand wirklich Zeit genommen, um zu definieren, wie ihre Familie und auch der Umgang ist, mit einem offenen Haus zu haben. Das habe ich in dem Sinn so noch nie gehört. Natürlich meine Eltern auch ein offenes Haus gehabt, aber sie haben nie darüber geredet, wieso sie das machen und wie sie das dann pflegen. Und dann habe ich mir gesagt, oho, da kann man in dem Fall Sachen auch, wie auch definieren und überlegen, wo man angehen möchte. Du hast jetzt dann eben das erste Mal den Kontakt gehabt zu diesen Kulturen. Also du hast eben erzählt von dieser Willkommenskultur, die dich freundlich eingeladen haben, ein offenes Haus hatten. Du hast aber auch von der Familie erzählt, die dir dann auch deine Ferien auch etwas Geld gegeben haben und eben treue Kultur vorgelebt haben. Du hast dann aber auch Zeit genommen, um dir die Punkte zu definieren. Hast du das mit der Susanna selber zusammen gemacht und habt ihr euch dort wirklich so bewusst Zeit genommen, um die Sachen anzuschreiben? Also ich muss sagen, vieles, was ja auch entstanden ist im ICF, das immer ist mit einem Team entstanden. Ich bin nicht der Einzige, der Willkommenskultur vom Radar hat. Und dann haben wir das angefangen zu machen, am Anfang im ICF, auf unsere Möglichkeiten. Das hat aber auch einen Einfluss gehabt auf, wie ich und meine Frau mit unserem Haus umgehen. Wir haben immer ein offenes Haus gehabt. Und dann haben wir natürlich auch gelernt über die Jahre, wie machen das andere. Wir lernen ja nie aus in dem Sinn. Aber man macht sich mal auf einen Weg und diskutiert darüber. Und dann fängt man mal das eine oder andere an ausprobieren und auch herausfinden, welcher Stil passt auch dann zueinander. Der zweite Stil von der Treue, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war am Anfang ja nicht so das Thema gewesen. Das ist alles neu, wenn du geheiratet bist und alles ist neu, dann ist anyhow ist ein gewisser Flow drin. Und dann irgendwann einmal merkt man plötzlich nach gewissen Jahren, ja, der hat sich scheiden und der kommt nicht mehr in die Kirche. Und dann merkst du plötzlich, ja, was machen denn wir für die länger dabei sind? Und ich würde sagen, Treuekultur ist im ICF erst, oder an meinem Leben erst Jahre später dazu gekommen, gemerkt, aha, das muss man genauso kultivieren, wie es andere in dem Sinn. Aber jetzt hast du die Sachen definiert, kommen immer noch neue Sachen dazu oder hast du jetzt wie abgeschlossen, das sind jetzt meine Punkte oder tust du es eigentlich weiter expandieren? Also grundsätzlich haben wir schon definiert, so die 6 Punkte, also 3 Willkommenskultur und 3 eigentlich treue Kulturen, das haben wir schon eigentlich definiert, aber gell, wir haben nie ausgelernt, das ist, was ich gesagt habe, ich habe immer ein offenes Ohr, ich bin immer, wo schaut, was machen andere, wie machen sie das, wieso macht man das, also wir haben nicht ausgelernt. Ich möchte jetzt nicht sagen, das bleibt für immer, aber Grundtendenzen, die sind schon so mit den 4 A's, ich meine 5 A's, das musst du auch zuerst mal noch leben, ich meine, es tönt ja mega, es sieht ja mega schön aus, aber du musst auch Zeit nicht zu überlegen, ja, wie kultiviere ich denn das? Also, eben, es sind jetzt einfach schön 5 A's oder Win-Win, klingt auch einfach. Aber das muss man in dem Sinn leben und auch immer wieder am Leben erhalten. Jetzt, etwas, was auch ganz spannend war in der Predigt, wo mich auch sehr herausgefordert hat, ist eben, du redest von der Gnadenzone und von der Segenszone. Du bist jetzt auch, so wie ich es gehört habe, wie ich es empfunden habe, ist eben Gnadenzone, das hast du mal ein bisschen auf die Seite geschoben, aber wir versuchen mehr in der Segenszone zu bringen. Wie kann man sich aber euch beiden hin und her bewegen? Wie kannst du es ein bisschen mehr noch vertiefen? Ja, ich habe natürlich Gnadenzone genommen vom verlorenen Sohn, der eigentlich alles verkackt hat in seinem Leben, wirklich das Erbe ausgeht und kommt dann eigentlich nochmal ein Fest über den Ring und einen Mantel, eigentlich unverdient, auch legal, eigentlich nicht mehr korrekt und der Vater gibt ihm das nochmal. Das ist Gnade. Aber Gnade in dem Sinn ist etwas, wo man muss ausreizen bis zum geht nicht mehr. Das ist eigentlich wie so, jemand kommt zurück, aber irgendwann, wenn du das begriffen und umarmt hast, dann ist es wichtig, dass du siehst, was hast du in Jesus, eben was hat der ältere Sohn, doppelt von allem, Kühe ohne Ende. Und es ist wichtig, dass er anschauen und überlegen, wie beschenkt bin ich denn überhaupt? Und dann ist eben die Segenszone eine ganz andere Zone. Und ich sage, Gott hat mir Fähigkeiten gegeben, Talent gegeben, Ideen gegeben. Die muss ich einfach nutzen, damit das Reich von Gott grösser wird. Das ist ein Unterschied als immer von der Gnade, Leben von Vergebung und Vergebung und Vergebung. Das brauchen wir anyhow. Aber das andere ist eben bewusst sein, ich bin nicht mehr dort, sondern ich habe mich entschieden, dass Jesus ist mein Fundament. Und jetzt benutze ich alles, was ich kann, um den Gott im Himmel grösser zu machen. Das nenne ich eine Segenszone. Jetzt noch etwas, was mir auch ganz fest eingefahren ist die, als Geschäftsmann schaffst du mit vielen Leuten. Ja. Und du hast auch entschieden, ich arbeite mit euch, bin treu, bleibe bei euch und wechsle nicht. Ab welchem Punkt tust du dich in dieser Beziehung entscheiden, ich bleibe treu, oder bist du noch so ein bisschen am Ausprobieren, am herausfinden, kann ich dieser Person auch länger treu bleiben?
Also wenn ich sage, es ist eine Win-Win-Situation, heisst es ist auf beide Seiten das Gehen und das Nehmen. Also es geht nur, wenn, es ist eine Ehe auch so, wenn das Gegenüber nicht will, dann irgendwann musst du einen Punkt machen und sagen, das nützt gerne nicht. Und das spiele bei dem Reisebüro, beim Coiffeur. Ich habe jemanden, den ich seit Jahren Quo spiele, der nicht in die Kirche kommt, wo ich treu mache, aber es ist ein Gehen und ein Nehmen. Es muss auf beide Seiten, es muss auch etwas zurückkommen. Wenn es nur One-Way ist, das ist wie so eine Brücke, wo ja, das gibt ja in England, wo man es aufzieht. Also wenn nur der eine aber macht und das andere nicht, irgendwann kann das Schiff gleich nicht durchfahren. Und dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen. Also es ist immer auch ausgesprochen, es muss im Fall für beide stimmen. Aber es heisst für mich auch, dass ich grundsätzlich eine segnende Haltung habe. Man kann ja ein Geschäft abschließen, wo nur ich verdiene und der andere nicht. Und ich finde immer, wenn der andere verdient und ich auch verdiene, dann hat sich etwas gelohnt. Das ist so meine Einstellung. Es geht auch ein bisschen um Nachhaltigkeit, weil eben Geiz ist geil, ich kann nicht nachhaltig sein, weil es gewinnt nur jemand und man tut Sachen auch ausnutzen oder ausrauben. Und ich finde, wenn beide Seiten gewinnen, dann haben alle gewonnen. Das ist so mein Statement. Genau, das ist auch, aber ich selber aus der Hochzeitsbranche komme, wo man eben auch viel mit Christen unterwegs ist, die eben auch die Hochzeiten zahlen, aber meistens sucht man eben den Rabatt. Und wenn man dann erst eben versteht, dass zum Beispiel ein Freund, der dir zum Beispiel die Haare schneidet, die Person wird mehr Zeit daran verbringen, an deinen Haaren zu schneiden, und wenn du dann plötzlich weniger zahlen willst, dann ist das eigentlich, also verliert die andere Person doppelt, weil sie verbringt mehr Zeit an deinen Haaren und du willst noch einen Rabatt dazu, dann hat sie doppelt verloren. Aber die Freunde tun sich eben beidseitig, eben als Freund und ich, wenn ich jetzt der Coiffeur wäre, würde ich eigentlich länger an deinen Haaren schneiden, schauen wirklich, dass es das Beste ist, was es kann sein. Und dann tust du das gleichzeitig ehren und zurückgeben. Aber ist es nicht einfach komisch, Stefan, dass die Kultur sich wie entwickelt hat, wenn du gläubig bist, machst du es gratis oder mega billig oder gibst einen mega Rabatt. Das ist so extrem drin in den Köpfen von uns Christen, wo ich ehrlich gesagt nicht, das habe ich eigentlich noch nie verstanden, weil eben sind ja deine Freunde, die musst ja, also die will ich ja segnen. Also wenn ich zu viel zahle, gebe ich es eben meinen Freunden, die ich wenigstens kenne, als irgendjemand, den ich nicht kenne, der nicht weiss, was sie mit dem Geld machen. Ich finde es einfach so, von der Logik her finde ich das immer interessant bei uns Christen, der Reflex, wo man irgendwie, es ist ja für den Herr und ich kenne dich und überhaupt. Ich glaube, durch das Christensein hat man die Verbindung, aber man würde es auch nicht Christen machen, das auch bei ihren Freunden, würde das wahrscheinlich ähnlich machen. Würde auch fragen, ich kenne, du machst das auch, könntest du es nicht für mich auch machen und man schafft zusammen. Man hat sich auch meistens bei den Freunden nicht dafür, erstens etwas zu verlangen. Also ich kenne viele Leute, die ich coache und helfe, die haben in diesen Bereichen sehr schwer, überhaupt ihren Freunden etwas zu verlangen, weil sie wissen nicht, was sie selber wert sind. Und beim Preise setzen ist natürlich eine ganze Kunst an für sich, aber grundsätzlich, ich tue ja nicht etwas fix fest zahlen. Entweder bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, und vielleicht muss ich dann einem Freund sagen, sorry, du bist mir zu teuer, ich kann nicht zu dir kommen. Also ich habe die Situationen oft gehabt, wo jemand ist gekommen und sagt, wo ich völlig okay damit bin, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich kann dich nicht finanzieren und für mich ist es okay. Aber dann würde ich lieber helfen, dass sie jemanden zahlen können, was sie wollen und was sie suchen. Aber gleichzeitig passiert es auch bei der Hochzeitsfotografie, suchen sie sich einfach einen Freund, weil sie wissen, er fotografiert. Aber oft überlegen sie sich nicht, kann er das auch gut machen. Das ist wie wenn du zu einem Coiffeur gehst und du weißt so, der ist ein Coiffeur, der Kollege, aber er schneidet die Haare nicht so gut. Ich gehe lieber zu jemandem, wo ich weiss, die Haarschnitt habe ich wirklich gerne, das gefällt mir. Und dann, ich glaube, es wird das Ganze viel komplexer, aber die Haltung finde ich so wichtig, dass man in dem ganz einfach auch die Haltung richtig behaltet. Sagen, ich will eben eine segnende Haltung haben, ich will eine grosszügige Person sein. Und wir haben vorhin gerade noch im Gespräch gehabt, eben, deine Reaktion sieht viel mehr aus über dich selber, also wie du reagierst. Oder ein Kollege, der einen Rabatt von dir will, sieht mehr über ihn aus als über dich selber. Wie du auf das reagierst, sieht mehr wieder aus über dich und wie du das machst. Danke vielmals. Ich finde es interessant, wenn ich in Starbucks gehe, zum Beispiel, zahle ich für den Kaffee mega viel. Ja. Wenn ich dann in unseren Städtbacher gehe, wo ich weiss, gehört der Kille, dann komme ich noch so ein Kärtchen über, wo jeder 10. Kaffee gratis ist. Und ich habe gesagt, ich will das Kärtchen nicht, weil erstens ist der Kaffee schon mal billiger als im Starbucks, er ist mega feiner. Und zweitens zahle ich lieber einen 11. Kaffee als einen gratis, weil das sind meine Freunde. Und ich weiss, wenn ich sie segne, ist das Kaffee schön, sie können Sachen mit dem auch finanzieren. Und im Starbucks würde ich es ja
anyhow ausgeben und da gibt es kein so ein Kärtchen in dem Sinn. Und darum finde ich es halt schon wichtig, oder wenn jetzt jemand das nicht zahlen kann, dann ist es auch nicht das Problem, aber dann muss man es fair sagen, dass ich, das ist der Preis, den ich zahlen kann, kannst du mit dem etwas machen, dann ist der Böck wieder bei dir. Aber wenn man dann das Gefühl hat, man will Top-Leistung und kann dann doch wieder nicht alles zahlen, dann gibt es immer so eine, bei uns Christen, so eine komische Situation, es ist unausgesprochen und so unausgesprochene christliche Erwartungen und du bist auch Christ und du müsstest doch, und das finde ich immer mega komisch, und sage ich immer, je christlicher, desto schriftlicher. Weil wenn du es schriftlich machst, dann ist es schwarz auf weiß und manchmal sagt man etwas in dem Gespräch und man versteht sich gegenseitig falsch und wenn es eben schwarz auf weiß ist, kann man es lesen und merkt plötzlich, nein, das habe ich nicht so gemeint. Und ich empfehle den Leuten immer, wenn es Christen sind, hey, machen einfach einen Vertrag. Dann sagen wir sind doch Christen, sagen, nein, nicht das, dass ihr beide können schwarz auf weiß lesen, haben ihr beide das wirklich auch gemeint, verstehst du mich? Kommunikation ja, das ist sehr mega Punkt, krass, ja. oder? Jetzt sind mir gerade noch 2 weitere Fragen eingefallen. Und zwar das eine ist eben Trinkgeld. Gell, im Restaurant. Du hast jetzt gerade gesagt, aber die 10. Karte gratis bekommen, mit dem fasst du gar nicht erst an. Wie gehst du mit Trinkgeld, besonders jetzt in der Schweiz? Das finde ich jetzt ein Thema, wo ich noch herausfordernd finde. Ich gebe immer Trinkgeld. Immer. Ich tue es immer aufrunden auf irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert. Natürlich jetzt nicht extrem, aber ich tue immer aufrunden. Immer. Weil, es gibt mehrere Gründe. Erstens, also wenn ich Cash dabei habe, ich nicht gerne Münze. Hat mit dem zu tun. Und zweitens finde ich, das ist auch wieder etwas, wenn ich sage, wenn ich jetzt 2 Stutz, also eigentlich nicht trinke einen Kaffee für 6,50, dann mache ich vielleicht 8, 1,50 mehr, dann trinke ich halt irgendwo einen Kaffee weniger. Es ist aber auch eine Einstellung von Grosszügigkeit in dem Sinn, wo sich eben dann durch alles durchzieht. Ich bin nicht einfach verschwenderisch, aber ich finde, die Haltung, habe ich gemerkt bei mir, die muss ich mir antrainieren in dem Sinn. Und die letzte Frage ist, jetzt, du hast eben die Punkt für dich aufgeschrieben und für deine Frau sicher auch, sie hat sie wahrscheinlich auch. Wie hat sich das jetzt übersetzt auf deine Kinder, auf Simon und Stefan? Da müssen wir jetzt sie selber fragen, aber wenn du mit ihnen redest, sagen sie immer wieder, meine Eltern sind mega grosszügig. Also auch Grosszügigkeit hat ja dem zu tun, zum Beispiel gestern Abend haben von unseren Kindern ihre Kollegen bei uns übernachtet. Das geht dann bis am Morgen um 2 Uhr zusammen, da kannst du Europacks rein tun. Also das heisst, die Grosszügigkeit ist nicht nur finanziell, sondern auch, dass wir unsere Wohnung aufmachen, wo sie eigentlich alles einnehmen und wir sind noch irgendwo im Ecke drin. Und das ist eine Message, die ich ihnen gebe, hey, bringen Kollegen, machen Lärm, versauen die Wohnungen, müssen nachher wieder putzen. Also das ist etwas, was sie mit überkommen, dass wir eigentlich mega viel Raum geben in dem Sinn. Ich habe es aber auch spannend gefunden, weil man kann es bei seinen Eltern und Familie lernen, aber man kann es gleichzeitig auch von Freunden lernen. Also ich habe zum Beispiel Grosszügigkeit, ich habe einen Freund gehabt, der in der gleichen Straße gewohnt hat, in einer WG, und der hat bestimmte Junge einfach immer Türen offen gehabt. Also er hat Kultur gelebt von eben Willkommenskultur. Und gleichzeitig auch eine Segenskultur. Also er hat uns immens gesegnet, hat uns immer das Essen gezahlt, hat uns nie zahlen und hat, also wir dürfen wirklich seinen Schrank leer essen und er hat es wieder aufgefüllt und nie etwas verlangt. Und die Grosszügigkeit, die er mir vorgelebt hat, habe ich dann auch weiter ausleben. Ja. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, also man muss nicht unbedingt eben Familie haben und seine eigenen Kinder vorleben, aber, oder das vorgelebt bekommen haben von seinen Eltern. Man kann sich eben selber entscheiden, man kann sich auch selber auf das fokussieren und eben das weiter teilen. Also man darf selber vorleben oder von jemandem anders vorgelebt bekommen, bei Freunden, Familie und anderen. Genau, und dann ist es auch so, dass man wird ja dann ab und zu mal ausgenutzt. Das muss ich ja natürlich auch noch fairerweise sagen. Es gibt dann immer einen Fall, wo man mega ausgenutzt wird. Und das ist mega wichtig. Das ist dann oft so ein Test, dass man dann plötzlich sagt, so, jetzt ist genug, ich nicht mehr. Dann hat der Teufel genau die Stärke. Der Teufel greift ja unsere Schwächen an, aber auch unsere Stärken. Weil unsere Stärken will er genauso zur Schnecke machen, in dem Sinn. Und ich merke immer wieder, wenn es so einen Moment gibt, das tut er mega weh, wo ich sage, nein, und ich lasse mir durch die Enttäuschung nicht meine Grundwerte rauben. Weil wenn jetzt von 10 einer dich missbraucht, ist es nicht Norm. Es ist die Ausnahme. Und oft gibt man der Ausnahme mega Gewicht statt den 9 positiven Fällen. Das möchte ich auch noch bewusst sagen. Es ist im Leben einfach so, man wird von Menschen enttäuscht. Und das ist wichtig, dass man nicht die Enttäuschung lässt, zu einer Prägung entstehen. Dass man wegen dem sein Herz nicht verhärten und zuschließen gegenüber alle, weil man einfach nicht die Annahme macht, dass alle genau gleich sind. Das wäre wirklich schade, gerade für das, aber es kann, aber
dass man die Erlebnisse hat, das wird sehr wahrscheinlich passieren, vor allem wenn man grosszügig ist. Aber wenn man die Grosszügigkeit einfach entscheidet, ich bin grosszügig und ich kann gegenüber dieser Person kann ich jetzt abschalten und mich davor schützen, also sein eigenes Herz schützen, kann man sich dann auch wieder neu orientieren. Danke vielmals, Leo, für die Fragen und Antworten. Anytime. Wenn ihr jetzt noch am Zuschauen seid, dabei seid und ihr würdet gerne mehr erfahren über das ICF, dann dürft ihr gerne im Link icf.ch/connect, dort könnt ihr eure Fragen stellen, ihr dürft eine Small Group finden, ihr habt viele Angebote, die wir würden euch helfen, aber euch zu verbinden, euch ein Daheim zu zeigen oder ein Daheim anzubieten. Aber Willkommenskultur zeigt sich eben gerade über das raus und ihr könnt euch online dort melden. Wenn ihr in eurer Umgebung seid, in der Schweiz seid, in Zürich seid, ihr dürft jederzeit hier kommen und auch momentan haben wir eine Maskenpflicht, was bedeutet aber auch, dass wir nicht müssen in Quarantäne, falls irgendetwas passiert. Also gute Meter Abstand. Das war vor allem matchentscheidend für uns, weil wir so eine grosse Kirche, wo die Leute kommen, dass einer vielleicht mal einen Fall hat, wir müssen alle in Quarantäne, ist crazy. Und ich habe auch gesagt, lieber die Maske und wir sind safe und musst die Adresse nicht mehr abgeben. Und man gewöhnt sich schon daran, aber man wird sich auch wieder daran gewöhnen, ein normales Leben zu leben, was immer normal dann heisst. Und wie lange das geht, I don't know. Aber wir machen das Beste aus dem und darum wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Macht's gut und bis bald, bis nächsten Sonntag. Tschüss zusammen. Ciao.